Goda Morris. Deze ondag is voor dinsdag den 27. Juni. Mijn naam is John Pana von Tamaulipas. Wir lesen uns die Verse uit Hebräer 11, 24 bis 26. Durch den Glauben wollte Mose, der groß war, nicht mehr den Sohn heißen der Tochter Pharaos. Und wählte viel lieber mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn sah an die Belohnung. Mose had een starke Glaube, en durch diesen Glaube, wegen seinen Glaube, kijkt hij nicht mehr nur dort, wat in dieser Welt verhooggeteilt wordt. Hij will nicht mehr een Sohn der Tochter Pharaos heute. Hij will veel lieber nu een leven wat een eigen wie. En er steht eine Sinn te leven, nu die Sinn te genießen. Hij kijkt ever nur dort, wat eine Zukunft eine Belohnung bringen wird. Hij kijkt nicht bloß in der Gegenwart, sondern hij kijkt nur dort, wat am hingersten eng eine Belohnung kriegt. Mag wie in all den Entscheidungen, wat wir treffen, dann auch vorwärts kijken in der Zukunft und nicht seine die Sinn zu genießen. Wir haben gestern ons Lot zijn Leben betracht, wo hij een gouden Einfluss leven deed, wo Abraham een gouden Einfluss wie, indem dat hij, wo hij herankwam, een altaar bouwen deed, dat hij een gebetsleven leven deed. So Lot had goede gelegenheden. Hij werd ook aan kunt dit nu doen, en een gelijkelijk leven leven. Wo wie weiter, wo wie merkte, dat alleen een gouden Einfluss zijn, nicht dort allein redet nicht tau. Wir müssen selbst eine Überzeugung haben und an der Überzeugung entscheiden. Wir wollen von da wieder an Entscheidungen entdecken. Und wir merken viele Entscheidungen in uns Leben und machen wir kriegen so Mose. Nur dort checken, was nur eine Belohnung kriegt. Dort, was durchdrehend ist. Nicht bloß nur die Gegenwart checken, so Lot hat. Lot hat einen guten Einfluss gelebt. Und danach macht er falsche Entscheidungen. Hij lebt een leicht voor dit leven, wat hem Schwierigkeiten bracht. Hij had metgeleefd met Abraham. En wie immer war metgenomen, dat zegt, Abraham nam hem met. Nu wird der Moment gekommen, wo hij zijn eigen Überzeugungen, zijn eigen Entscheidungen treffen wird. Nu muss er mit seinen eigenen Überzeugungen entscheiden. Abraham und Lot wieder beide recht geworden, sie hadden viel Güter. Und sie sahen, dass es nicht wieder schaffen, dass sie taub wären. Und dann baut Abraham, der Onkel, baut Lot an, da du die Wähle von jen du was. Abraham war selbstlos. Wo wird Lot nie entscheiden? Wird er auch so selbstlos handeln? Wird er diesen Test bestehen? Wenn wir weiter, Lot wählt dort, wo an seine Ehe das Beste wäre. Das sagt, er hilft seine Ehe ab und bekickt sich der Jent dort um Jordan. Und dort leidt sich Strom. Die Bibel sagt, er kickt uns an aus, dass wir ein Garten das Herrn wie Ägyptenland. Das leidt ihm so schön, dass wir ein Garten Gottes und das wie Ägyptenland. Das Ägyptenland ist, was aus dem Sinnbild gebraucht von der Sinn, von der Ergötzung. So nicht versucht er, dort göttliche Leben mit der Sinn zu vermischen. Hij wil zich dat stromen lohnt uit Jordan und hij kriegt groß für sein Fei. Abraham kriegt den Segen Gottes. Lot versagt, mit einem Bein in Sodom zu sein und mit einem Bein im Garten. Wir können sagen, eine Gemeinde zu sein. Und wie weit Wut an Eil jetzt nicht tolerieren. Das vermischt sich nicht so einfach. Und wie weit wenn wir beides wollen, im Garten das Herrn sein, an Gott seine Gemeinschaft, dann können wir nicht uns mit der Welt vermischen. Und da ist Mose uns sagen, das Beispiel sein. Er will nicht in der Ergötzung der Sünde leben. Er kickt Eva. Er will leben ungemacht liegen. Er kickt Eva nur dort, wo durchdrehen wir. Lot aber dort selbstsicher Entscheidungen treffen. Mocht wir auch die Klarheit haben, was gesucht wird. Er stellt das Volk der Frau, wem von der soll gehen entscheiden, wem die deine Wahl. Dann sagte er heran, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
Mocht wir auch dieselbe Überzeugung haben, dass wir den Herrn deine Welle. Mocht der Herr ihn segnen.